euch heute Morgen gesehen. Ich sehe euch nicht so viel. Vielleicht brauche ich eure Lachen oder sind ihr müde. Okay, ich kenne es euch. Das ist gut, das langt. Hey, merci vielmals, Evelyn. Du hast meinen Job so viel einfacher gemacht. Ich muss nicht mehr Einleitung machen. Das heisst, ich stehe gerade ein. Also Evelyn hat jetzt gesagt, was wir machen. Sie hat einen Teil von meinem Predigt auch erwähnt. Merci. Es hilft. Also eigentlich ernsthaft. Wir fangen an. Und ich will mit 2 Bibelvers schon anfangen. Und der erste Bibelvers ist vom Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 16 bis 19. Das werden wir miteinander lesen. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da fordert Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die anderen vor Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus Jakobus und Johannes, den Sohn von Zebedäus. Die beiden waren im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Darf ich das nächste Folie haben? Jesus ging wieder an das Ufer des Sees Genezareth. Dort kamen die Menschen in Scharen zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn von Alphaeus, am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Sofort stand Levi auf und ging mit ihm. Ich kann kein Szenario heutigen Tag mir vorstellen, dass jemand wird in meinem Alltag reinlaufen oder in deinem Alltag, egal wo du bist, am Arbeiten, am Spielen, am Einkaufen, egal wo, und sagt 2 Worte. Folg mir nach. Komm, folg mir nach. Okay, 3 Worte. Nein, 4 denn, stimmt. 4 Worte, komm, folg mir nach. Und dann, wir werden alles stehen lassen und der Person nachfolgen. Nein. Also, ich habe mir viel überlegt, gibt es so wirklich ein Szenario, wo das könnte heutigen Tag passieren? Ich habe mir vielleicht vorgestellt, wenn es mega berühmter Fußballspieler ist, wo der Aschkan sieht und der Aschkan sagt, folg mir nach. Also einer von Madrid. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen, wie der Aschkan kennt, dass er alles lässt und ihm nachgeht. Aber es normalerweise, in unserer normalen Arbeit, Routine, Leben, das machen wir nicht. Ja, wir kennen jemanden nachfolgen auf Instagram, TikTok, ein YouTube-Kanal, auf Podcast. Das kennen wir. Ein Nachfolgen von jemandem, wo wir daheim bleiben auf Distanz, vielleicht, wo wir auch nicht ganz gut kennen. Aber dass wir es hören, hören, sehen, Fan sind von jemandem, das kann ich. Aber dass ich alles hinlassen, zurücklassen, stehen lassen und jemandem nachfolgen. Und Jesus macht das und heute, das ist mein Predigtthema. Komm, folge mir nach. Wie Evelyn gesagt hat, wir fangen mit dem neuen Predigtserie, heißt The Way. Ich gehe nicht in dem, erkläre ich nicht, wieso The Way heißt. Der Micha wird das für euch machen. Nicht, weil er darüber predigt, nur weil ich das jetzt sage. Und werden wir in der nächsten Predigtserie schauen, was heißt Jesus nachfolgen. Aber heute ist nur das Wort. Komm, folg mir nach. Das ist das erste starke Wort. Und was bedeutet das? Was hat es damals bedeutet und was ist auch heute? Also wir sehen, Jesus geht zu Simon und Andreas. Er sagt, folgt mir nach. Die lernen alles, folgt Jesus. Dann Jakobus und Johannes. Das Gleiche, folgt mir an. Sie lernen ihren Vater Boot stehen. Sie gehen Jesus nach. Er geht zu den Levi. Er sagt, folg mir nach. Er ist ein Zollner. Lässt ihn alle Arbeit einfach auf der Straße stehen und folgt Jesus. In Markus Kapitel 8,
Vers 34, sagt, das ist der nächste, Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagt, das ist nicht nur die Jünger, sondern die ganze Menschenmenge. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss ein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Also von Markus 1 bis 6 ist eher Fokus auf die Jünger. Und nachher kommt Jesus und sagt, der Ruf ist nicht nur für die 12, sondern ihr seid alle gerufen, mich zu nachfolgen. Der Ruf ist für euch alle. Folgt mir nach. Es ist damals so gewesen, für die Juden, ein junger Bub durfte in der Schule gehen. Die erste Schulklasse hat Bet Sefer geheissen. Fast jeder Junge, jeder Bub, ist in Bet Sefer gegangen, hat angefangen, die Tora auswendig zu lernen. Nach der Studiumzeit, nach den Jahren, wo sie das Tora, die 5 Bücher vom Tora auswendig lernen, wenn der junge Mann das geschafft hat und hat wirklich gut das Tora auswendig lernen, dann hat er auf das nächste Stufe gehen und das ist Bet Midrash geheissen. In der Bet Midrash oder Madrash, da hast du dich auch mit Gesetz von Mose auseinandergesetzt, mit all die prophetischen Büchern, Altes Testament und der Art von Interpretation, Auslegung von der Bibel. Und nur die das geschafft haben, die das Tora auswendig gelernt sind, gute Studenten gesehen, ziemlich gut dran sind, haben dürfen die nächste Stufe gehen. Und die sind die Besten. Und das war ein Traum für jeden Jude, weil das ist mega stolz in dem. Ich bin im Bet Madrash, ich bin like high level. Ich weiss es nicht, ob das heutige Tage in der Schweiz geht, aber im Iran hat es gegeben, in welcher Schule bist du, in welcher Klasse bist du. Und dann, das sagt etwas über dich. Und damals war es auch so, wenn du im Bet Madrash bist, das hat etwas gesagt. Hey, du bist eine Schlaue, du bist gut in der Schule. Und dann, vom Bet Madrash, wenn du wirklich gut bist, hast du das Gesetz gelernt, hast die Bibel auswendig gelernt, dann hast du dürfen dich beim Rabbi melden. Du durfst einen Rabbi auswählen und dich melden und sagen, ich würde gerne dein Junge sein. Und was würde der Rabbi machen? Er würde eine lange Prüfung mit dem Student übernehmen. Er würde mal schauen, der Student kennt die Bibel auswendig, hat er das Gesetz gut kennt, hat er einen guten Ruf schon, hat er genug Geld, von wo kommt er, von wo kommt die Familie. Das war auch ein bisschen mafiosisch, vielleicht die Familie noch ein bisschen mehr zahlt, dass er darf bei gewissen Rabbi gehen. Und nach gewissen Prüfungen und Interviews hat dann der Rabbi das Beste von den Besten ausgewählt. Und sind der Rabbi gegeben, die ein ganz bisschen Junge hatten, weil sie wollten nur den Besten haben. Und gewisse Rabbi wollen ein paar mehr haben. Dann dachte ich, ja, ich gebe mal euch eine Chance. Dann bist du auch mal zu schauen, mit welchem Rabbi bin ich unterwegs. Aber dafür hast du das Beste von den Besten von den Besten sein. Was macht Jesus? Ihr dürft schon in die nächste Folie gehen. Das, was Jesus da macht, ist wirklich anders. Jesus ist, meine Mami hat mir letzten Sonntag gesagt, ich darf nicht so viel mit Nebengeschichten erzählen. Ich soll auf das Hauptthema bleiben. Obwohl, das ist so spannend. So, Brainer, bleib auf das Hauptfokus. Ich sage, yes, Mom. Jesus hat das auch alles durchgemacht. Und erst, wenn du alles durchmachst, mit 30 bist du, hast alles bestanden, und erst dann darfst du selber ein Rabbi werden. Aber es ist ein langer Prozess, bis du darfst ein Rabbi werden selber. Du musst so viel studieren und lernen. Und Jesus hat das alles gemacht. Und jetzt, als ein hauptanerkannter Rabbi, wo darf sogar Bibel auslegen. Nicht jeder Rabbi hat dürfen Bibel auslegen. Also Jesus ist wirklich auf das höchste Level gegangen. Er geht und sucht seinen Jünger. Und das ist nicht normal. Das ist nicht selbstverständlich. Das hat kein Rabbi gemacht.
Jesus geht nicht an eine Synagoge, nicht im Tempel, nicht in der Schule, in der Madrasch. Er sucht nicht seine Jünger irgendwo an dem Ort, wo sie sich gesammelt, miteinander diskutiert haben. Er geht See entlang. Er nimmt nicht den Besten von den Besten von den Besten, die den Tora auswendig gelernt haben und das Gesetz von Moses haben studiert. Er geht auf die Welt, Fischermann, ein Zollner, 2 junge Buben, sind immer noch Teenagers. Und er sagt ihnen, folgt mir nach. Keiner von denen hat geschafft, wahrscheinlich, die Madrasch-Schule fertig zu machen. Wenn du das nicht, also wenn du es fertig hast, dann kannst du noch eine Stufe höher gehen. Wenn du es nicht fertig hast, dann gehst du mit deinem Papi und fängst an, eine Arbeit zu lernen. Die sind alle am Arbeiten. Das heißt, sie sind nicht die Schlausten gewesen. Wir haben mal beim letzten Predigt geschaut, wie tut Jesus das Gerechtigkeit und Würde, Ehre, Recht wieder zurückgeben an Menschen. Mögt ihr euch erinnern an das Thema? Jesus hat es mit den Frauen gemacht und Jesus macht das jetzt auch mit den jungen Männern. Was sagt das an die jungen Männer, wenn er ihnen anschaut und sagt, folgt mir nach? Diese Worte, das heisst, ich will dich. Ich will dich. Ich will, dass du mit mir kommst. Dass du mit mir bleibst. Das gibt Würde an diese Männer. Das Wort, folg mir nach, hat so viel Ehre drin, hat so viel Würde drin, Anerkennung, Wahrnehmung, gesehen werden, Jesus sieht sie. Und er tut sie aufbringen und sagt, folg mir nach, ich will dich. Wo sie sehr wahrscheinlich gedacht haben, niemand wird mich. Kein Rabbi wird jemals mit mir reden. Und doch Jesus gibt Würde und Ehre. Und er hebt und wiederherstellt die jungen Männer. Und das macht dann für mich Sinn. Hey, wow, er hat mich ausgewählt. Er sagt zu mir, komm, folg mir nach. Was für eine Ehre. Ich habe es nicht verdient. Und das ist das Schönste bei dem Ruf, wo Jesus sagt, du musst nicht verdienen. Du musst nicht mega gut sein. Du darfst einfach mit mir kommen. Wir haben in den nächsten 2 Wochen werde ich über einen anderen Teil vom Jüngerschaft predigen, sei wie Jesus. Die Idee der Jüngerschaft war, dass die Jungen genau so sein sollen wie ihre Rabbi. Sie mussten mit der Rabbi leben, mit der Rabbi oder Rabbi, mit ihm unterwegs sein und so tun, genau wie er da hat. Und es hat sogar geheißen, Rabbi hat nicht gut laufen, er hat Probleme mit seinem Bein. Und er hat, wie sage ich das auf Deutsch? Er kickt. Also er ist nicht gerade laufen und all seine Jünger sind auch nicht gerade gelaufen. Und in dem haben sie die Jünger gekannt, weil sie sind nicht gerade gelaufen. Die haben gewusst, die sind die Jünger von dem Rabbi. Also sie haben den Rabbi wortwörtlich nachgemacht. Auch körperlich, auch was er hat Kleider angehabt, was hat er gegessen, sind genau das Gleiche gemacht. Also wir werden das ein bisschen tiefer in 2 Wochen anschauen. Und das ist der Ruf. Hey, lass alles, komm mir nach. Also, und spannend, ich habe den Bibelstelle gelesen und ich mit dem mich auseinandergesetzt und ich bin konfrontiert worden. Wo trifft Jesus die jungen Männer? Im Mitte ihrer Alltag. Wer am Arbeiten? Fast jede. Jesus wartet nicht, bis sie nicht beschäftigt sind, bis die Zeit ein bisschen angenehmer ist, ein bisschen bequemer ist, bis sie vielleicht noch Zeit haben überhaupt, bis sie ready sind. Er wartet nicht, bis alles ein bisschen ruhiger ist für sie im Leben. Er geht in der Mitte von ihrem Alltag. Da, wo sie am Arbeiten sind, da, wo sie beschäftigt sind, da, wo sie voll drin sind und er redet ihnen. Wie seltsam. Komm jetzt. Und ich warte nicht, dass du mal nicht arbeiten musst, dass du mal genug Geld hast, dass du genug Sicherheit hast. Jesus ruft Menschen in der Mitte von ihrem Alltag. Und spannend ist, er macht das auch genau heute. Für sie, das hat
Konsequenzen haben. Das hat ihr Einkommen berührt, ihre Routine, ihre Identität, ihren Ruf, ihre Beziehungen, ihre Familie, ihre Sicherheit. Das hat alles berührt. Jesus geht einfach nicht unberührend weg. Er berührt alle Ebenen vom Leben. Und er macht das auch heute. Das ist genau gleich. Der Ruf, komm, folg mir nach, hat sich nicht verändert. Es ist genau gleich. Er wartet nicht, bis wir Zeit haben. Er wartet nicht, bis alles ein bisschen einfacher ist, ruhiger ist. Er kommt und er sagt, folg mir nach. Das heisst nicht, dass ich jetzt meinen Ruf, meinen Beruf stehen lassen, nicht mehr arbeiten oder jetzt plötzlich zügeln auf ein anderes Land und etwas Neues für Jesus anfangen. Nein, aber das heisst, ich gebe Jesus den Anspruch, die Priorität von meinem Leben, den Besitz von meinem Leben. Das heisst, Jesus nachfolgen ist nicht einfach eine religiöse Aktivität, ein Programm, das ich ab und zu machen kann, ein Club, wo ich ein Teil von dem Club sein kann, ein Event oder eine Gewohnheit, ein Hobby. Jesus nachfolgen heisst, er ist meine Priorität. Meine Denkweise, die Art, wie ich lebe, die Muster von meiner Gewohnheit, das alles verändert sich. Er wird das Zentrum. Es trifft unsere Zeit, unseren Wert, unsere Routine im Alltag. Es trifft unsere Beziehungen, Entscheidungen, die wir treffen, die Art und Weise, bin ich gehorsam, will ich wirklich mit ihm, wie Art werde ich mit ihm unterwegs sein. Und Folgen funktioniert nur dann, wenn jemand vorausgeht. Nur dann kann ich sagen, ich folge jemandem. Es funktioniert nicht, wenn der hinten dran ist. Hast du mal probiert, ein Auto nachfolgen? Also ein Auto sagt, komm mir nach und dann gehst du zuerst. Oder gehst du nebendran? Das geht nicht. Du gehst nicht auf Ziel. Es funktioniert nur dann, wenn du hinten dran der Person folgst. Und das passiert auch mit Jesus. Wir können nicht anders Jesus nachfolgen, wenn er nicht alles ist in unserem Leben. Ich weiss, es war nicht da, ich hatte eine Kollegin, sie ist Schwimminstruktorin, also Lehrerin. Sie hat auf höherer Ebene geschwimmt, eine Performance gemacht. Und wir haben mal zusammen bei ihr ein bisschen austauscht und sie hat mal gesagt, Sabrina, ich finde es so spannend bei dir. Sie war auch gläubig. Und sie hat mir gesagt, du hast so viel Leidenschaft für Jesus. Du erzählst immer von ihm. Also, du weißt viel. Man merkt, hey, du bist wirklich leidenschaftlich für Jesus unterwegs. Für mich, das ist über Schwimmen. So wie ich leidenschaftlich mit meinem Schwimmen unterwegs bin, du bist so leidenschaftlich mit Jesus unterwegs. Und das ist nicht falsch. Aber in dem Moment, das hat mich berührt. Ich habe es nicht gesagt, aber ich habe lang darüber nachgedacht. Dann habe ich gedacht, bin ich nicht normal? Bin ich speziell, weil damals bin ich nicht eine Pastorin gewesen. Ist es meine Leidenschaft oder es hat mich irgendwie so fest berührt, sollte nicht jeder Christ, jeder Gläubige so leidenschaftlich über Jesus reden? Ist es tatsächlich, dass Jesus nur ein Teil von meinem Leben ist, nur ein Box, ein Bereich von meinem Leben und nicht das Ganze? Liege ich da falsch? Bin ich zu judgmental? Ich weiß es nicht. Aber eins weiss ich. Wie kannst du nicht leidenschaftlich mit Jesus unterwegs sein, wenn du verliebt bist? Wenn du ihn so fest liebst und kennst, wie kannst du anders leben? Nicht, dass wir nicht andere Prioritäten, also Leidenschaften haben oder Hobbys haben und Sachen, die uns Freude machen. Das darf absolut sein. Das gehört zu unserem Leben. Das darf man auch geniessen. Aber wie gehe ich denn mit Jesus um? Er ist ja nur ein Teil von meinem Leben. Bin ich junger Jesu Christi am Sonntag und dann in der Kleingruppe? Oder
berührt das jeden Moment, jede Zeit, jede Stunde von meinem Leben. Mein Verhalten, meine Gewohnheit, meine Denkweise, so wie ich bin, lasse ich ihn das berühren. Der dritte Punkt, den ich habe, in Markus 8, Jesus redet von Menschenmenge. Das ist die nächste Folie. Wir lesen oft in der Bibel, sind Tausende von Menschen, die Jesus nachgefolgt haben. Also, wenn meine Mami sagt, ich brauche ein Nastuchli, dann brauche ich ein Nastuchli. Danke. Es ist so schön, dass Mutter in der Kirche hat. Wir lesen oft, und das war auch normal damals, es sind mindestens 5000 Männer, die Jesus nachgefolgt haben. Und das sagt viel mehr, also 10, vielleicht auch 15.000 mit Frauen und Kindern, die sind Jesus nachgegangen. Und sie haben sich als Jünger Jesu Christi genannt. Sie sind mit Jesus unterwegs. Sie haben das Brot und Fisch, das Jesus vermehrt hat, gegessen. Sie haben Jesus in Predigt, in Worten gehört. Sie haben heilig, Wunder, Zeichen von Jesus erlebt. Sie sind Jesus nachgegangen, weil sie es Not hatten, weil sie eine Heilung gebraucht, vielleicht weil sie einfach Interesse hatten und wollten wissen, noch mehr von ihm. Und das ist mega schön. Das passiert auch heute. Jesus, kommt zu Jesus, kommt in der Kirche. Ihr dürft mit Kathi Wuttrich oder Christine Hofstetter mal reden. Die beiden hocken gerade heute nebeneinander. Lustigerweise, weil die beiden arbeiten mit Menschen im Not, Menschen, die doch Jesus suchen, weil sie ihn brauchen, weil sie Hilfe brauchen, weil sie Gnade brauchen, Heilung, Vergebung, ob es von Jesus brauchen. Und das ist mega schön. Und das darf auch sein. Es darf einfach nicht hier aufhören. Wir haben das Geschichte in Johannes Kapitel 6. Es ist das ganze Kapitel, könnt ihr mal lesen. Das ganze Kapitel geht um Menschen, die Jesus gefolgt haben. Sie haben eben gerade die Vermehrung vom Essen gesehen, sie haben es gegessen, sie sind satt. Jesus hat Wunder gewirkt. Jesus hält seine Predigt, sie hören seine Predigt. Irgendwann nach 3 Tagen, Jesus ist müde und er versteckt sich. Und plötzlich, die Menschenmenge, sie sind am Essen und sie merken, oh, Jesus ist nicht da. Er versteckt sich. Wo ist er? Und sie suchen ihn. Und dann irgendwann merken sie, er ist mit dem Boot auf der anderen Seite vom Galilee gegangen. Und haben das Boot geholt, haben alles gemacht, dass sie ihn auf der anderen Seite von der Galilee gehen. Und endlich haben sie ihn verwünscht. Und sie verwünschen Jesus und sagen, hey, wir wollen mehr von dir. Sind wir nicht genug? Also es ist nicht genug, gib uns mehr. Und Jesus gibt es mehr. Er sagt, okay, hockt hin und ich lehre euch. Und seine Lehre ist tiefer gegangen. Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt, gib uns nochmal Brot. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer will mich nachfolgen? Er muss also sein Kreuz nehmen. Und dann hat er gemerkt, lesen wir in Johannes 6, 66. Und da sagt, nach dieser Rede wanderten sich viele, die ihm gefolgt waren. Das ist eine Hoffnung von aller Übersetzung. Andere Übersetzungen sagen, sind Jünger sogar. Die Jünger von Jesus kehrten von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Sie haben es gehört, sie haben es gegessen, sie sind Jesus nachgegangen, weil sie haben mehr von ihm wollen. Und dann ist es ein bisschen ernster geworden. Roland, du darfst irgendwann kommen, wenn du möchtest. Das wäre dein Cue. Aber sie sind nicht geblieben. Sobald es ein bisschen ernster geworden ist, sobald Opfer gegangen ist, haben ihn verlassen. Manchmal wir reduzieren Jesus zum zustimmen. Wir sind sein Fan. Das ist mega cool.
Wir wollen immer leben, wir wollen schon unterwegs sein, aber wenn es ernster wird, sind wir wieder Menschenmenge, die haben gemerkt, das wird mir zu ernst. Nein, danke. Und sind weggelaufen. Und Jesus wendet sich zu seinen Jüngern und sagt, da ist keine Folie. Da fragte Jesus seine 12 Jünger. Und ich habe es gerne, es schreibt 12 Jünger. Und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Antwortete Simon Petrus. Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, der Messias, den Gott versandt hat. Die Menge von Nachfolgern, die Menge der Leute sagen, ich komme zu Jesus, wenn ich etwas von ihm brauche. Ich will Trost, Ruhe und Frieden, aber nicht Hingabe. Ich will seinen Segen empfangen, aber ich will nicht korrigiert werden. Ich will nicht gehorsam mit ihm laufen. Aber Ermutigung würde ich mega gerne von Jesus haben. Ich will so gerne nicht bei ihm bleiben, damit er mir helfen kann. Aber nicht so nicht, dass er mich verändern kann. Die Jungen von Jesus sagen, da bin ich. Lehre mich, verändere mich, korrigiere mich, führe mich, leite mich. Geh voraus. Die Menschen haben gesagt, wo ist Jesus, wo ist Brot, wo ist Wunder und Zeichen und Heilig? Und ein echter Junge von Jesus sagt, wo geht er hin, wo darf ich mitgehen? Ich will einfach mit ihm gehen. Wir steigen in eine Zeit von Anbetung und ich möchte euch eine Frage weitergeben. Wie möchte ich eine Antwort geben? Folge mir nach. Würde ich wieder Menschenmenge sehen? Wie die 10.000, 15.000 Menschen, wo haben Jesus wirklich erlebt und gesehen und geschmeckt und gespürt und gehört. Die haben gewusst. Und doch sind sie weggelaufen. Bin ich leider ein von der, das gibt auch heute Christen, die hören, erleben, merken, spüren, sehen und doch laufen leider weg. Oder bin ich einer, der sagt, nein, ich will mich verändern lassen, der Jesus. Stehe ich, schaue ich ihn an und sage ich, wo kann ich sonst gehen, Jesus? Du hast das Wort vom Leben. In dieser Predigtserie, wir fangen mit etwas sehr spannend, sehr praktisch. Und als Gemeinde möchten wir euch alle fest ermutigen. Als Kirche unser Motto, unsere Vision, Mission, was auch immer, wenn wir das nennen, heisst, ich glaube, das ist irgendwann in der nächsten Folie, Jesus berühmt machen und so sein wie er. Das ist das, was wir als Kreuzpunkt machen. Wir wollen Jesus berühmt machen, bekannt machen. Sein Name darf im Baden-Wettigen in all unseren Gebieten berühmt sein. Und wir werden so werden, so sein wie er. Und dann ist die Frage, okay, aber wie kann man das machen? Es gibt so viele Arten, wie wir Jüngerschaft miteinander leben, Jüngerschaft miteinander lernen. Jüngerschaft ist nicht möglich allein. Es ist immer in Community, immer durch Beziehungen. Immer mit Jesus zusammen, aber auch miteinander zusammen. Wir haben das als Pastoren, ich glaube, es ist letztes Jahr angefangen, im Team miteinander haben wir ein Buch durchgemacht, das heisst Leben von Meister lernen. Das ist das Hauptbuch und er hat ein Workbook.
sieht gross aus, aber es sind auch gross geschrieben und hat viele Seiten zum persönlich Notizen schreiben. Ist von John Mark Comer. Ein Buch, das haben wir als Pastor mal erst zusammen gemacht und haben wir gemerkt, das ist so gut. Sind wir jetzt dran mit unserer Kleingruppe. Machen wir als Kleingruppe und ich und mein Mann haben uns entschieden, das werden wir nochmal einfach als Ehepaar daheim miteinander machen, weil dann wird ernst. Ich kann in der Kleingruppe, in der Pastorenteam sagen, oh, ich und mein Mann machen das und das, aber wenn ich wirklich mit meinem Mann das miteinander machen, ich glaube, das geht dann nochmal eine Stufe tiefer. Sind 8 Sessions, Praxisthemen, was gehört zum Leben von Jüngern? Wie kann ich wirklich nicht als Mensch mein Leben, sondern wirklich als Nachfolger Jesu Christi unterwegs sein? Zu diesem Buch gibt es auch Videos. Die Videos sind auf YouTube, das kann man euch schicken. Die Videos sind halt, das ist die nächste Folie, die leitet uns, wie wir können, halt jedes Thema ein bisschen vertiefen, mit Fragen, mit Diskussionen, wo kann man ein bisschen tiefer in dieses Thema im Alltag gehen. Das ist kein magisches Buch. Das heisst nicht, jetzt habe ich als Kleingruppe ein Buch gemacht, jetzt bin ich Jünger Jesu Christi. Nein, das ist nicht. Leider funktioniert das nicht. Hätte ich mir gewünscht, wäre es so einfach. Jüngerschaft ist ein lebenlanger Prozess. Ein Commitment, eine Journey, wo wir miteinander dürfen unterwegs sein. Aber was dem Buch hilft, ist, gibt es Ideen, geht tiefer, wie kann ich es ganz, ganz praktisch im Alltag als junger Jesu Christi im heutigen Tag leben. Wir möchten euch alle ermutigen, wenn du eine Kleingruppe hast, bring das in die Kleingruppe. Es gibt genug Bücher. Wir haben es genug bestellt von Kleingruppen. Wenn ihr noch mehr möchtet von den Büchern haben, könntet ihr mir sagen und ich kann es noch mehr bestellen. Es kostet etwa 20 Franken pro Buch. Das ist das günstigste, das ihr in der Schweiz finden könnt. Wir haben einen guten Deal gemacht mit Buchladen. Das Günstige gibt es nicht. Also es wäre günstiger, wenn ihr bei uns das bestellt. Wir ermutigen jede Kleingruppe, das zu machen. Jetzt, Ende Jahr, nächstes Jahr, irgendwann. Aber macht. Geht mal miteinander. Wenn du sagst, ich will als junger Jesu Christi leben, dann mach das. Und das wird, by the way, euch stören. Weil die nächsten 2-3 Jahre, wir werden das immer wieder zeigen. Die nächsten 2-3 Jahre, das Thema Jüngerschaft kommt ständig. Bis wir alle kotzen und sagen, wir sind Jünger. Das ist die Idee. Nein, die ist wirklich, dass wir dürfen auch stärker weiter in dem wachsen. Ich würde gerne beten und darf man im Zeit von Lobpreis einsteigen. Jesus, so wie Andreas und Petrus und Jakobus und Johannes und der Levi, wir freuen uns, dass du jeder von uns rufst, den Jungen sein. Merci, dass du uns Würde und Ehre gibst, dass du uns würdig nennst, dein Nachfolger sein. Und auch so wie die 12, wenn wir sagen, ja, ich folge dir nach. Auch wenn es mir kostet, Zeit, Kraft, Energie, Gewohnheit, Wille. Aber ich will dir nachfolgen und ich will ja sagen. Weil Wort, das Leben ist bei dir. Und du, Jesus, bist Messiah, der Retter. Es ist wunderschön, mit dir unterwegs zu sein. So bitte ich, Herr, verändere unser Leben. Unsere Gedanken, unsere Denkweise, unsere Gewohnheit, unsere Wert. Verändere uns und mach uns dir ähnlich. Lass uns so sein wie du, Jesus. Jeden Tag mehr. Amen.